Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Wenn alles nach Plan läuft, wahrscheinlich das erste. Mein Name ist Naira, ich bin eine motivierte Deutsch- und Schweizerdeutschlehrerin aus der Schweiz und ich freue mich riesig, dass du auf dieses Video geklickt hast. Ich möchte dir heute 4 Behauptungen vorstellen, die viele Deutschlerner in der Schweiz schon gehört haben und vielleicht auch glauben. Und ich möchte dir aufzeigen, wieso diese falsch sind. Starten wir gleich mit der ersten Behauptung. Schweizerdeutsch lernen, das geht gar nicht. Na, vielleicht hast du das auch schon gehört oder dieser Gedanke schwirrt irgendwo in deinem Kopf herum. I get it. Keine einheitliche Rechtschreibung, verschiedene Dialekte, Wörter, die in jedem Kanton anders klingen. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass es im Internet und in der Buchhandlung kein übermäßiges Angebot an Lehrmaterial gibt. Trotzdem ist diese Behauptung, dass Schweizerdeutsch unlernbar sei, absolut falsch. In meiner noch nicht allzu langen Karriere als Lehrerin durfte ich schon mehrere tolle Menschen begleiten, die auf bestem Weg sind, bald fließend Schweizerdeutsch zu sprechen. Es ist wahr, dass es im Schweizerdeutschen keine einheitliche Rechtschreibung gibt. Aber du kannst dir deine eigene Rechtschreibung erarbeiten, indem du immer so schreibst, wie du die Sprache hörst. Glaub mir, das hilft dir extrem beim Aussprechen der Wörter. Oder du kannst deine Rechtschreibung am Hochdeutschen anlehnen. Auch eine gute Möglichkeit, um sich seine eigene Schweizerdeutsch-Rechtschreibung zu erarbeiten. Was es aber im Schweizerdeutschen gibt, ist Grammatik. Besonderheiten wie Verbverdoppelungen, das Verb tue und vieles mehr geben dem Schweizerdeutschen seinen einzigartigen Klang. Und Grammatik kann man, wie du ja sicher sehr gut weißt, gut erlernen. Was die verschiedenen Dialekte angeht, da empfehle ich dir auf Basis des Hörverständnisses ein schweizweites Verständnis zu trainieren. Ich achte zum Beispiel in meinem Unterricht darauf, dass wir Hörtexte aus der ganzen Schweiz hören, sodass du am Ende alle Dialekte verstehen kannst. Zum Sprechen kannst du dir den Dialekt aneignen, der zu dir und deiner Umgebung passt. Das passiert meistens ganz automatisch, wenn du beginnst, deine Mitmenschen ein bisschen zu beobachten. In meinem Unterricht gebe ich dir immer Merkmale mit, auf die du achten kannst. Und so wirst du ganz schnell den Dialekt finden, den du sprechen möchtest. Schweizerdeutsch ist keine richtige Sprache. Eine weit diskutierte Frage. Und ganz ehrlich, ich kann auch nicht einfach behaupten, dass diese Aussage falsch wäre. Linguistisch und politisch gesehen stimmt das nämlich. Schweizerdeutsch steht nicht mal in der Bundesverfassung. Aber Schweizerdeutsch ist eine Muttersprache. Laut Bundesamt für Statistik ist es die Muttersprache von ungefähr 62% der Schweizer. Dazu kommt, dass es in Schweizerdeutsch grammatikalische Regeln gibt. Diese sind zwar ungeschrieben, aber doch da. Und für mich der wichtigste Punkt: Schweizerdeutsch wird gesprochen und genutzt. Wieso sollte es also keine Sprache sein? Schweizerdeutsch bringt dir nichts. Du hast dich vielleicht im Internet ein bisschen schlau gemacht und nach Schweizerdeutschkursen gesucht. Als du deinen Kollegen davon erzählt hast, hast du gehört, Schweizerdeutsch bringt dir gar nichts. Du brauchst nur Hochdeutsch, um in der Schweiz klarzukommen. Oder etwas Ähnliches. Mit Hochdeutsch kommst du in der Schweiz weit, das stimmt. Du kannst die Sprachprüfung zur Einbürgerung ablegen, du findest einen guten Job, du kannst dich mit allen verständigen
Was du aber nicht kannst, ist, dich in der Deutschschweiz vollständig integriert zu fühlen. Denn deine einheimischen Freunde sprechen untereinander lieber Schweizerdeutsch und sprechen nur für dich Hochdeutsch. Und Schweizerdeutsch kann dir auch im Job einen großen Vorteil bringen. Gerade wenn du viel Kundenkontakt hast, freuen sich viele Arbeitgeber, wenn du Schweizerdeutsch sprechen kannst. So können sich die Kunden dir gegenüber ausdrücken, wie sie es möchten. Vielleicht hast du nämlich auch schon gemerkt, dass einige wenige Schweizer gar nicht so gerne Hochdeutsch sprechen. Viele finden Schweizerdeutsch einfach schöner und gäbiger, das heißt einfacher auf Schweizerdeutsch. Vielleicht kannst du Schweizerdeutsch lernen, wenn du Deutsch auf Niveau C2 sprichst. Hast du auch schon einmal den Rat bekommen, mit dem Schweizerdeutschen zu warten, bis du perfekt Hochdeutsch sprichst? Meiner Meinung nach verlierst du viel wertvolle Zeit der Integration, indem du dich jahrelang nur auf das Hochdeutsche konzentrierst. Sobald du ein A2-Niveau erreicht hast, kannst du problemlos damit beginnen, ein bisschen Schweizerdeutsch zu lernen. Ein sanfter Einstieg sind zum Beispiel YouTube-Videos oder schweizerdeutsche Musik. So, und damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich möchte super gern von dir wissen, ob du einige von diesen Behauptungen auch schon gehört hast und was du nun darüber denkst. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und diesen neuen Kanal abonnierst. Merci und bis gleich!